Moin, liebe Lüd. Ich bin Anke Kell, Dramaturgin am Ohnsorg Studio und das ist... Ja, ich bin Ingo Putz, moin, Regisseur des Stückes Der Schimmelrieder. Und wir werden uns jetzt ein bisschen über die Arbeit am Schimmelrieder unterhalten und hier und da ein paar Fakten einstreuen, die hoffentlich interessant sind. Wir haben den Schimmelrieder im Studio auf den Spielplan gesetzt vor ungefähr, ich glaube, 2 Jahren. Haben wir darüber nachgedacht, den auf den Spielplan zu setzen, weil uns eben zum einen Theodor Storm als regional verorteter Autor sehr interessiert, aber auch die universellen Themen, die Storm behandelt, besonders faszinieren und insbesondere die Novelle Der Schimmelreiter von 1888. Und schon damals haben wir uns gedacht, wir fragen Ingo Putz, den wir ja schon kennen aus der Zusammenarbeit, ob er nicht Lust hat, das zu inszenieren. Und Ingo, wie ging es dir damit, als du von uns diesen Vorschlag bekamst? Ich habe mich natürlich erstmal sehr gefreut, weil es einfach eine großartige Literatur ist, mit der ich mich beschäftigen darf. Das ist natürlich dann immer ein Geschenk. Im ersten Moment denkt man, Schimmelreiter im Studio, wow, okay. Aber genau diese Herausforderungen sind dann eigentlich, machen das Ganze dann auch spannend. Das ist ja das Studio, wer noch nicht hier war und dringend kommen muss, ist ja ein relativ kleiner Raum und der ist vor allem sehr breit, aber nicht besonders tief. Und das sind natürlich die Herausforderungen, die sich dann stellen, wenn man einen so komplexen Stoff wie den Schimmelreiter hier auf die Bühne bringen will. Wir haben es ja auch noch ein bisschen schwerer gemacht. Wir haben die Vorgabe gemacht, es dürfen nur 3 SchauspielerInnen sein. Genau. Ja, das eigentlich ist das letztlich insofern für einen Regisseur gut, weil du da nicht anfängst, realistisch zu denken oder gar naturalistisch, sondern ja, letztlich musst du dir eine Form überlegen. Und das macht das Ganze dann natürlich sehr spannend. Ingo, da du der Schimmelrieder auf die Bühne gebracht hast, fände ich es toll, wenn du einmal kurz zusammenfassen könntest, was in dieser Geschichte erzählt wird. Gut, ich versuche es wirklich kurz zu fassen. Es ist nicht einfach, weil natürlich unheimlich viel drin steckt. Es geht im Wesentlichen um den jungen Hauke Hein, der in ärmlichen Verhältnissen aufwächst, aber mit einem hohen mathematischen Talent belegt ist. Relativ früh, schon als Junge eigentlich, fällt ihm auf, dass die Deiche falsch gebaut sind. Er hat aber von seinem Besitz oder von dem Besitz seines Vaters her, von seinem Erbe her, nicht die Möglichkeit, wirklich Deichgraf zu werden. Er gibt aber nicht auf, er geht zu dem damaligen Deichgrafen in die Lehre sozusagen oder wird dort Kleinknecht. Dort trifft er auf einen Widersacher, Ole Peters, der sich im Laufe der Novelle immer wieder als sein Gegenspieler erweist. In dieser Lehre verliebt er sich in die Tochter des Deichgrafen, Elke, und sie sich wiederum in ihn. Als der Deichgraf stirbt, heiraten die beiden und er erbt sozusagen das ganze Land und ist damit vom Besitztum auch in der Lage, Deichgraf zu werden und wird eben der neue Deichgraf. Die Menschen aber finden das zum Teil nicht gut. Also gerade Ole Peters sagt, ja, der ist ja nur wegen seiner Frau Deichgraf geworden. Hauke Hein versucht jetzt eben mit einem Großprojekt, dem Bau eines neuen Deiches, zu beweisen, dass er als Deichgraf würdig ist. Das hat er auch wirklich sehr, sehr gut geplant. Das ist also für seine Zeit eine große Vision und eine gute Anlage, die er da plant. Aber er muss das sozusagen mit den Menschen dort gemeinsam machen. Dann gibt es eben noch in der Geschichte das ganze Geisterhafte auf einer Hallig, wo Schafs- und Pferdeknochen sind, sehen 2 Knechte einen Schimmel herumlaufen, der irgendwie was Geisterhaftes hat. Sie fahren da auch hin, versuchen den Schimmel zu finden, aber irgendwie ist es sehr geisterhaft, sie finden diesen Schimmel nicht. Wiederum Hauke Hein taucht irgendwann von einem Pferdemarkt mit einem Schimmel auf und es passiert relativ schnell, dass alle jetzt sozusagen der Meinung sind, dieser Schimmel ist dieses Geisterpferd von der Hallig. Der Deichbau beginnt, Hauke Hein reitet auf diesem Schimmel, die Leute haben Angst vor dem Schimmel. Unter anderem wollen sie auch unbedingt, dass was Lebendiges eingebaut wird in den Deich. Das war früher ein Glaube, dass sozusagen was eine Stabilität haben soll, muss was Lebiges rein, wie es bei uns im Text heißt. Sie wollen dann einen Hund dort einbacken. Hauke Hein bekommt das mit, geht dagegen vor und rettet diesen Hund, den er seiner Tochter Wienke mitbringt. Also Hauke liebt dieses Kind und seine Frau Elke ist da sehr verbunden. Irgendwann kommt es dann zu einem großen Sturm. Und jetzt muss sich dieser Deich bewähren, und zwar der neue Deich und auch der alte Deich. Bei der großen Sturmflut kommt es sozusagen zu einem Bruch in diesem alten Deich, nicht der neue, sondern der alte Deich bricht.
Und gleichzeitig kommt Elke mit Wienke auf einen Pferdewagen angefahren, weil sie Hauke Hein retten wollen. Und dann kommt es zur großen Katastrophe. Mehr verrate ich nicht. Jetzt habe ich die ganze Geschichte schon erzählt eigentlich, ne? Was sind denn so die Themen, die du auch als universell bezeichnen würdest in der Novelle? Ja, ich glaube, im Moment wird Storm, also Schimmelreiter, vor allen Dingen sehr, sehr stark in den Bezug gesetzt Mensch und Natur. Das steckt natürlich drin, überhaupt keine Frage. Aber ich sehe da noch andere Themen, die ich dringlicher fast finde. Denn für mich ist der Hauke Hein, es geht jetzt für mich nicht bei der Figur darum, die Natur zu bezwingen. Das ist eigentlich nicht sein Grundantrieb. Sein Grundantrieb, diesen Deich zu bauen, ist, den anderen Menschen seiner Gesellschaft zu beweisen, dass er ein guter Deichgraf ist. Und das ist nochmal ein Riesenunterschied. Mit der Natur hat er ein ambivalentes Verhältnis, eigentlich aber ein eher gutes. Also er verbringt viel Zeit in der Natur, am Meer. Es ist ja auch interessant, wie schwer er es hat, das durchzusetzen, auch in der Dorfgemeinschaft. Also da auch die Dringlichkeit, an einem neuen Deichprofil zu arbeiten und es zu entwickeln, damit tatsächlich auch man sicherer leben kann. Das zu behaupten als ein dringliches Thema, fällt ihm ja nicht leicht. Was siehst du da auch eine Parallele? Suggestivfrage, aber... Ja. Nein, absolut, natürlich. Für mich ist das ein sehr, sehr spannender Punkt, wie er versucht, diese Idee, diesen neuen Deich zu bauen, in diese Gemeinschaft zu bringen. Denn es ist klar, einen neuen Deich in der Größe zu bauen, bedeutet für die Gemeinschaft dort unfassbar viel Arbeit, unfassbar viel Verlust. Also sie müssen ihre eigene Arbeit eigentlich aufgeben für eine Zeit lang. Sie müssen eigentlich nur für diesen Deich arbeiten. Und das ist eine harte Arbeit. Und sie haben einen hohen finanziellen Verlust, auch weil sie ihre eigenen Felder nicht mehr bestellen können, weil sie selber ihren Betrieb nicht mehr voll erfüllen können. Und trotzdem muss der Deichgraf, also Hauke Hein, muss die Leute davon überzeugen, dass es gut ist, diesen Deich zu bauen. Und da sehe ich sehr, sehr viel Parallelen zu heute. Also es gibt Aufgaben, es gibt Veränderungen in der Gesellschaft. Und die Frage ist, wie kommuniziere ich das in eine Gesellschaft hinein oder in eine Gemeinschaft? Ja, also wie überzeuge ich die? Wie nehme ich die mit, die Menschen? Ja, wie kann ich die dazu bringen, dass ein Projekt nicht nur als etwas empfunden wird, was mir wahnsinnige Kosten und Mühen macht, sondern wie kann ich die Menschen dazu bringen, dass sie auch erkennen, dass das eine gute Veränderung ist? Letztlich ist es sehr oft, wird Hauke Hein sehr, sehr stark bei Bearbeitung als Held gesehen. So, ne? Als Held, der ein großer Visionär ist, der eine Riesenvision durchsetzt gegen die Gemeinschaft und dann am Schluss scheitert als Held. Für mich war relativ schnell klar, ich kann Hauke Hein nicht durchgehend als Held sehen. Also er hat wirklich absolut liebenswerte Eigenschaften, also zum Beispiel sein Verhältnis zu seiner Tochter, Wienke, auch zu der Frau, Elke, das ist wirklich, diese Familie zu erleben, da ist er ganz behutsam, sehr, sehr sensibel, sehr offen. Da hat er wunderschön, sehr unfassbar menschliche Momente, wo man ihn wirklich sehr, sehr, wo er sehr auch fast vorbildhaft ist, ja, wie er mit der Familie umgeht. Und dann wiederum aber gibt's eben Stellen, wo er sehr hart wird gegenüber dem Rest der Gemeinschaft, weil die ihm nicht folgt. Oder sie verstehen ihn auch nicht. Und dann wird er hart gegen sie. Ja? Er missachtet auch ihre Ängste und das macht ihn dann wiederum für mich auch ein bisschen unsympathisch an den Stellen. Oder da kann ich ihn nicht als Held sehen zumindest. Denn ich finde eben beide Seiten machen Fehler. Also er schafft es nicht wirklich, diese Vision rüberzubringen und die Menschen, mit denen er zu tun hat, ernst zu nehmen. Und die Gemeinschaft wiederum entwickelt einen tödlichen Aberglauben, der natürlich auch zu einer totalen Verhärtung führt. Ja? Also alles, was Hauke Hein macht, wird irgendwann als irgendwie teuflisch interpretiert. Also auch da gibt es, finde ich, sehr, sehr, sehr viele Parallelen, wie im Moment wir miteinander umgehen oder auch wie die Gesellschaft mit der Politik umgeht. Ist ja wahrscheinlich auch diese Sache, der Übergang vom Alten zum Neuen. Also es ist eigentlich immer, über viele Jahre ist es immer gut gelaufen, ja. Und man hat sich an gewisse Abläufe, ja, und Gewohnheiten, die sind so normaler Teil des Lebens geworden. Und wenn die hinterfragt werden und wenn die verändert werden sollen, um das Leben potenziell besser zu machen und, ja, sicherer zu machen, stößt man
das kann wahrscheinlich jeder was mit anfangen, immer erstmal auf Skepsis, Ja. weil das Alte ist bekannt, das Neue ist unbekannt und diese Transformationsprozesse sind immer heikel. Und natürlich ist nicht gewiss, ob sie gelingen. Absolut, ja. Plus eben, und das ist von Storm gut gemacht, es ist wirklich eben nicht klar, ob dieser Deichbau ein rein altruistisch ist. Also Hauke Hein ist durchaus auch egoistisch in der Durchsetzung dieses Deiches. Er sagt, er macht es für die Gesellschaft und sicherlich ist er auch für die Gemeinschaft gut. Aber es gibt eben auch einen großen Teil, wo er selber sich beweisen will, wo er selber eigentlich egoistisch handelt, um diesen Deich zu bauen. Und das macht aber diese Figur für mich auch noch umso spannender. Weil eine reine Heldenfigur auf die Bühne zu stellen, ist langweilig, weil im menschlichen Leben wir selten reine Helden finden. Es ist natürlich immer viel, viel spannender, wenn ich einen Menschen zeigen darf mit seinen Untiefen und mit seinen Höhen und mit seinen Problemen und mit seinen guten Seiten und seinen schlechten Seiten. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer können verfolgen, oder für sich auch sehen, wo hätte er vielleicht anders handeln müssen. Und wer von Ihnen schon mal in Nordfriesland war, wird sich nicht wundern, dass Theodor Storm, der auch dort gelebt hat in den letzten Jahren seines Lebens, also in Husum geboren und in der Hadstedter Marsch schließlich gestorben, dass man auf solche Geschichten kommt. Denn es ist eine unheilvolle, unheimliche, aber auch unheimlich schöne, betörende Landschaft, die aber auch hochgefährlich ist durch das Meer, also durch die Kraft des Meeres, der man ausgesetzt ist. Und seit Jahrhunderten gehen die Menschen dort mit der Nordsee um. Ja. Und sie ist Freund und Feind gleichzeitig. Genau, das Meer als Friend made enemy. Ne? Genau, also, ja. Wir haben das Element Wasser ja tatsächlich auch mit auf die Bühne gebracht. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches, was wir hier im Studio haben, das ist im Theater auch gar nicht mal so normal, dass man mit den natürlichen Elementen umgeht auf der Bühne, weil es ja in der Regel in die Abstraktion geht. Hier haben wir uns an das Element mal gewagt, auch genau aus dem Grund, um zu verdeutlichen, womit man eigentlich umzugehen hat. Also mit der Natur, mit der ungebändigten Natur, mit der unberechenbaren Natur, sowohl des Meeres als auch des Menschen. Also man kann diese Parallelen ja durchaus ziehen. Da ist ja Storm auch ein erfahrener Novellist, der sich dann eben auch in Symbolen oder Metaphern dann eben auch dessen bedient, um Geschichten parabelhaft erzählen zu können. Wie war denn die Probenarbeit jetzt mit so etwas? Das ist ja für alle irgendwie neu, damit umzugehen. Ja. Wasser, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so wahnsinnig viel erscheint, ist immer eine große Herausforderung für das Theater und natürlich auch für die Spielerinnen und Spieler. Denn das Wasser sozusagen, das zieht an einem. Also jeder kennt das, wenn man im Schwimmbad war oder am Meer schwimmen, das macht einen groggy. Also dieser höhere Widerstand des Wassers und dieses Element zieht Kraft. So, das braucht du musst dich ein bisschen anders bewegen. Und das macht das Ganze natürlich sehr spannend. Und gleichzeitig ist es rein technisch, natürlich darf letztlich kein Wasser in die Bühne laufen. Also das alles dicht zu kriegen, das ist eine große Herausforderung. Also von daher ist es auf jeden Fall ein spannendes Element. Es ist aber eben auch auf der anderen Seite sehr, sehr konkret. Und das ist natürlich toll. Und deshalb bist du mit Yvonne Marcour, der Bühnenbildnerin, auch relativ schnell drauf gekommen, dass es das sein müsste, um die Geschichte wirklich stark erzählen zu können? Genau. Also in der ersten Sekunde denkt jeder erstmal, okay, Schimmelreiter, wir bauen einen Deich. Also wäre jetzt hier auf der Bühne auch schwer möglich gewesen, dafür ist der Raum zu niedrig. Also, weil sie so naheliegend ist die Idee dann schon auch wieder schnell vom Tisch gewesen. Es ist dann nur eine Sekunde. Ja, für uns war das mit dem Wasser relativ schnell klar. Da waren wir uns sehr einig und haben uns auch sehr drauf gefreut. Und das ist tatsächlich auch der Effekt, den wir uns erhofft haben, der ist auch so eingetreten. Wir haben ja hier natürlich diese zweisprachige Erzählweise am Ohnsorg-Studio. Was toll ist, dass du es geschafft hast, mit deiner Bühnenfassung wirklich nur den reinen Storm auf die Bühne zu bringen. Nun ist es eine Novelle und eben kein Theaterstück und ist auch nicht so wahnsinnig dialoglastig, aber es funktioniert in dieser Erzählform so, dass es eben Erzählpassagen gibt und Dialogpassagen und dass wir die plattdeutsche Sprache da auch gut integrieren konnten. Also Cornelia Ehlers hat das übersetzt in Rücksprache mit dir. Möchtest du kurz was zu der Form oder zu einer Entscheidung sagen, wie man mit der Sprache umgeht?
Ja, für mich war es wichtig, jetzt nicht eine rein dialogische Fassung zu machen, weil ein großer Teil ist natürlich die Sprache selber, also diese epische Sprache von Storm. Und die möchte ich natürlich gerne auch auf der Bühne hören. So. So dass, weil er wirklich toll mit diesen Worten malen kann und weil das nochmal was transportiert, was ich in Dialogszenen so nicht wirklich auf die Bühne zaubern kann und was durch ein Bühnenbild auch nicht transportierbar ist. Deswegen haben wir uns für diese Form entschieden, dass wir Erzählpassagen haben. Diese Geschichte wirklich, die auch hochspannend ist, soll eben auch spannend erzählt werden mit dieser tollen Sprache. Und dann steigen die Schauspielerinnen und Schauspieler immer wieder in diese Dialogpassagen ein, wo sie spielen miteinander, wo sie diese Figuren lebendig machen, wo die dann miteinander ringen. Und das ist eben auf Plattdeutsch. Ne? Die Erzählpassagen auf Hochdeutsch und die Spielpassagen auf Plattdeutsch. Das Licht hat, Sie haben das bemerkt, ein bisschen geblitzt die ganze Zeit. Jetzt ist ein Teil des Lichtes ausgegangen. Die Katastrophe Nähert sich. bricht sich an ihren Bahnen, aber Sie werden bei der Vorstellung die Katastrophe jedes Mal von vorne erleben, das versprechen wir. Und Sie werden auch nicht vollends nass. Es wird vielleicht mal ein paar bisschen. Spritzer geben, So ein bisschen. aber Spritzen wird's wieder. das, finde ich, ist ja etwas, was Sie eben am Theater erleben können. Das ist live, ja. Das werden Sie im Kino nicht haben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und ja, tschüss. Viel Spaß. Oder viel Grusel. Gute Unterhaltung. Ja, sehr gut. Ah!